Herzlich willkommen zu dem zweiten Teil vom strafende Gott-Thema. Und ich würde mich jetzt in dem zweiten Teil mit dem Alten Testament beschäftigen und vor allem mit dem jüdischen Strafverständnis. Weil, etwas kann ich schon vorausschicken. Das Wort Strafe, wie wir es heute kennen, kennt die Bibel nicht. Für viele vielleicht eine Überraschung, weil du wirst wahrscheinlich so aus dem Buch raus sagen, ja, aber das Wort steht doch so viel in der Bibel, im Alten Testament. Ist nicht falsch, einfach mal ein paar Zahlen. In der Einheitsübersetzung kommt das Wort Strafe 200 Mal vor. In der Schlachterübersetzung von dem Jahr 2000 kommt das Wort Strafe noch 18 Mal vor. In der Luther-Übersetzung vom Jahr 2017 kommt das Wort Strafe 33 Mal vor. Wir haben also eine riesige Diskrepanz, 200 bis 18. Warum ist das? Das ist, weil in der Bibel bis über 30 Wörter werden, 30 verschiedene hebräische Wörter werden im Deutschen zum Teil einfach mit dem Wort Straf übersetzt. Jetzt habe ich gesagt, die Bibel kennt das Wort Straf nicht. Das ist natürlich schwierig. Probiere ein bisschen abstrakt zu denken. Wenn ich dir das Wort Straf gebe, dann hast du doch ein Verständnis, das Wort löst in dir etwas aus. Vielleicht löst es das Bild aus von einem Gerichtssaal, von einem Gefängnis oder einfach Schmerz und Leid. Irgend so etwas löst es aus. Und das Wort kennt die Bibel nicht. Das Verständnis kennt die Bibel nicht. Also, wenn man jetzt einfach mal hingehen und fragen, findet man in der Bibel, im Alten Testament, einen strafenden Gott, so wie wir das Wort Strafe heute verstehen, dann würde ich das verneinen. Das finden wir nicht. Und jetzt gerade zum Anfang, ich weiß, wenn ich das sage, dann gibt es so die Leute, die dann sagen, ja, das ist typisch Zeitgeist, Michi. Du bist im Zeitgeist verfallen. Ein strafender Gott, der ist heute nicht mehr in. Und darum sagst du das. Das will man heute halt einfach nicht mehr, will einfach nicht mehr wahrhaben, dass Gott straft. So. Und da muss ich sagen, das Argument, das Zeitgeist-Argument, ist sehr ideologisch. Ich frage dich mal etwas. Wenn du eine Krankheit hast, jetzt nicht Corona, du hast eine Krankheit, irgendetwas, und ich sage dir, ich gebe dir zwei Ärzte zur Auswahl. Du darfst entweder zu einem modernen, also einem Arzt, den du heute wirst begegnen, der hat in den letzten 30 Jahren studiert, Medizin studiert, ist völlig auf der Höhe vom medizinischen Geschehen. Und du kannst zu ihm gehen. Oder du kannst zu einem Arzt gehen von 1520 mit seinem todesmaligen Wissen über den Körper, über Medizin und so weiter. Zu welchem Arzt wirst du gehen? Ich bin überzeugt, du wirst zum heutigen Arzt gehen und nicht zu dem von vor 500 Jahren. Und warum? Es ist ja völlig klar. In den letzten 500 Jahren hat die medizinische Forschung Fortschritt gemacht. Wir wissen heute mehr über den menschlichen Körper und seine Beschaffenheit und wie man ihm helfen kann, als es vor 500 Jahren der Fall war. Spannenderweise, wenn es um die Bibel geht, dann haben wir Mühe, der Forschung, der historischen Forschung und der Sprachforschung das auch zuzugestehen. Ja, nein, das ist alles so modernes Zeug und so. Gell, ich behaupte, wir kennen heute das antike Denken besser, als es der Luther kennt hat, als er die Bibel übersetzt hat. Nicht, weil er ein dummer Mann war, gar nicht. Sondern, gell, die Forschungsgebiete, die es heute gibt, die hat es hier gar nicht gegeben. Und dann gibt es auch die sagen, ja, aber er ist doch näher noch dran an Israel und an all dem als wir. Zeitlich gesehen stimmt das, aber Israel hat es auch bei ihm schon fast 1500 Jahre nicht mehr gegeben. Und gell, ist es Zeitgeist, wenn wir heute sagen, das Wort Strafe in der Bibel heisst gar nicht Strafe. Oder das ist ja auch das. Ja, es steht Strafe und die Leute wollen nicht mehr wahrhaben, dass es Strafe heisst. Es geht nicht darum, dass wir Gottes Konsequenz auflösen. Aber es geht darum, dass wir anschauen, wenn wir von Strafe reden, haben wir eben eine Idee im Kopf. Und wenn wir die einfach über die Bibel und über Gott drüber quetschen, dann tun wir wahrscheinlich der Bibel und Gott Unrecht. Und heute geht es ja vor allem um die Bibel, um das Alte Testament, das ist mir vor allem wichtig. Und ich will zuerst einfach mal probieren, ein bisschen plump darzustellen, wie ist unser Strafverständnis? Wie verstehen wir das Wort Strafe heute? Gell? Unseren Gerechtigkeits- und Strafbegriff. Wie funktioniert das? Also, wir reden ja im Strafgesetz reden wir ja von der Strafzumessung. Es wird jemand tut ein Verbrechen.
Und dann gibt es einen Richter, das ist eine übergeordnete Instanz, und der schaut, was ist für ein Verbrechen passiert, aus dem Verbrechenskatalog. Und dem Verbrechen wird eine Strafe aus dem Strafenkatalog zugemessen. Nehmen wir mal die beiden wahrscheinlich häufigsten Strafen in dem Sinn, oder Geldstrafe und Gefängnisstrafe. Also jemand hat schweren Diebstahl begangen. Wie tust du jetzt, nach welcher Formel tust du jetzt den schweren Diebstahl umrechnen in eine Gefängnisstrafe? Und wie kommst du auf so genaue Angaben? 9 Monate, 10 Monate, 1,5 Jahre, 5,5 Jahre, 3 Jahre. Und bringt das Gerechtigkeit? Ich mache noch ein heftigeres Beispiel. Wenn eine Frau vergewaltigt wird, wie viele Jahre muss ihren Vergewaltiger ins Gefängnis, bis sie sagt, ich bin wiederhergestellt? Wie viele Jahre Gefängnis wiegt eine Vergewaltigung auf? Der ganze innere und äußere Schmerz von dieser Person. Das ist eine Rechnung, die kannst du nicht machen. Auch 1000 Jahre Gefängnis heben nicht auf, was das Unrecht nicht auf, wo dieser vergewaltigten Frau widerfahren ist. Die Umrechnung ist eigentlich utopisch. Ich sage nicht, unser Rechtssystem ist verkehrt, aber es funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise. Die Strafzumessung funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise. Und das geht zurück aufs römische und ein Stück weit wahrscheinlich aufs griechische Strafdenken. Und das sind zwei Kulturen, die sind anders gewesen als die jüdische Kultur, aus der kommt ja die Bibel. Und gell, hat eine römische Göttin gegeben, die hat Justitia geheißen. Wir reden heute immer noch von der Justiz, vom Recht, oder? Die Justitia war dargestellt als eine Frau, eine Göttin, Göttin der Gerechtigkeit ist es gewesen. Und die ist dargestellt worden als Frau, und in der linken Hand hat sie so eine Waage gehabt, oder so eine Waage, und in der rechten Hand hat sie so ein Füllhorn, so ein Trinkhorn, wo man daraus getrunken hat oder Sachen drin hat. Und sie hat auf dieser Waage abgemessen, dein Leben abgemessen, und dann ist entschieden worden, wie viel Belohnung du überkommst für das, was du in deinem Leben tun hast. So hat Justitia funktioniert. Das Bild hat sich gegeben bis ins Mittelalter, ist allerdings dort ein bisschen verändert worden. Und zwar, das ist das, was dir vielleicht am meisten vertraut ist, plötzlich ist die Justitia, die Justiz, die Gerechtigkeit ist dargestellt worden, es muss eine Jungfrau sein, weil das Recht ist rein. Oder so das typische Bild für Reinheit, eine Jungfrau. Sie hat die Augen verbunden. Das heißt, sie schaut die Person nicht an. Ihr ist gleich, wer da vor ihr steht. Mann, Frau, Kind, alt, jung, reich, arm, adlig, nicht adlig. Völlig egal. Sie schaut nicht die Person an, sondern sie ist neutral. Dann hat sie auch noch eine Waage gehabt. Und in der anderen Hand aber kein Füllhorn mehr, sondern ein Schwert. Und das Denken ist sie weckt auf dieser Waage, tut sie dir das Strafmaß, nicht mehr deine Belohnung, das Strafmaß zu messen, und sie hat das Schwert, um dich zu bestrafen, um die Strafe an dir vollstrecken, um dir das Leid zufügen, das dir zusteht. Und das Denken hat unser Rechtsverständnis und unser Strafverständnis prägt, bis heute. Und so sieht das, und darum denken wir heute so, wie wir denken, wenn wir das Wort Strafe hören. Oder? Also, man kann zusammenfassen, wir haben ein Strafverständnis, wo es einen Katalog gibt mit Gesetzen, mit Verbrechen, die du begehen kannst. Und es gibt gegenüber dem einen Katalog mit Strafmaßnahmen. Und dann gibt es übergeordnet einen Richter, und der tut dir je nach Verbrechen die Strafmaßnahmen zuordnen. Jetzt hat aber weder der Richter etwas mit deiner Tat zu tun, noch die Strafmaßnahme. Oder? Wenn ich ein Gemälde klaue, das 1 Million wert ist, und ich muss nach 1,5 Jahren ins Gefängnis, in welchem Verhältnis stehen jetzt die 1,5 Jahre zu dem Gemälde, zum Wert vom Gemälde, zu der Person, die ich es geklaut habe? Aber so funktioniert unser Rechtssystem, unser Rechtsdenken. Es wird extern als Strafe dir Leid zugefügt. Und das, sagen wir dann, jetzt ist der Person, wo Leid ertragen hat durch, wenn ich ein Verbrechen gehe, wird mir vom Richter quasi Leid zugefügt, oder Geldstrafe oder Freiheitsentzug. Und dann sagt man der Person, wo ich ein Leid zugefügt habe, ist jetzt Gerechtigkeit widerfahren. So funktioniert unser Denken. Jetzt ist spannend, wenn du in die Bibel schaust, ins Gesetz, in Mosebücher. Du findest keine Gefängnisstrafe. Gott verordnet nicht Gefängnisstrafe, das gibt es nicht.
Du findest auch keine Geldstrafe. Du findest Wiedergutmachungsgedanken. Oder? Aber das ist ja nicht eine Geldstrafe. Wenn ich dir 100 Franken klaue, muss ich dir 100 Franken zurückgeben. Das ist ja nicht eine Strafe, das ist Gerechtigkeit. Oder äh, wenn ich wenn ich einen Stuhl bei dir daheim kaputt mache, muss ich dir den Stuhl in Geldform ersetzen. Aber das ist ja auch nicht eine Geldstrafe, sondern es ist eine Wiedergutmachung. Ich stehe für das gerade, was ich angerichtet habe. Das Gesetz hat für die Gemeinschaft eine Schutzfunktion. Und nicht, das Gesetz hat nicht die Absicht, ich suche Verbrechen und will sie vergelten, bestrafen, will Leid zufügen, sondern das Gesetz hat die Absicht, es ist gegeben, damit das gemeinschaftliche Leben gut funktioniert. Das ist jetzt mal noch nicht so anders wie bei uns. Wir haben ja auch ein Gesetz für das. Jetzt, was ist denn so anders am jüdischen, am biblischen Rechts- und Strafdenken? Sie haben ein Kausalzusammenhangsdenken. Komplizierter Begriff. Es gibt noch einen komplizierteren in der Theologie. Ein Tat-Folgedenken. Das ist ihr Verständnis. Was bedeutet das? Jede Tat hat eine Auswirkung. Das ist ihr Verständnis. Das ist ganz spannend, oder? Das ist wie eine Schöpfungsordnung in der Bibel. Und ich finde, wir sehen die bis heute. Jede Tat hat eine Auswirkung. Ich weiss noch, ich habe im Physikunterricht gestaunt, wo mein Physiklehrer gesagt hat, wenn du am Boden stehst, dann drückt der Boden mit der gleichen Kraft, wie du schwer bist, gegen dich an. Und dann gesagt, hey, der Boden drückt doch nicht. Nur mal physikalisch gesehen schon. Wenn nicht, wirst du durch den Boden durchfallen. Wo eine Kraft wirkt, wirkt eine Gegenkraft. Wir finden das auch mit Sozialgefüge oder in den Beziehungen. Wenn ich mit dir nett umgehe, ist die Chance groß, dass du mit mir auch nett umgehst. Ich komme das über, was ich dir gebe. Wir finden das, und ich finde das besonders spannend, in östlichen Religionen, und es geht mir jetzt gar nicht um das, was die glauben, sondern es gibt das Prinzip vom Karma. Was du tust, kommt irgendwann auf dich zurück. Irgendwie ist das Tat-Folgedenken global, egal ob die Leute mit dem Glauben an Gott aufgewachsen sind oder nicht, das ist irgendwie in den Leuten, im Denken, in der Philosophie ist das drin. Und eben auch in den Naturgesetzen, meiner Meinung nach. Und so ein Denken herrscht in der Bibel vor. Im Alten Testament. Das ist das Denken. Wir finden jetzt auch im Neuen Testament oder, die Idee von Saat und Ernte. Oder? Wer Wind sät, wird Sturm ernten. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Oder das Denken, je nachdem, wie du mit dem Baum umgehst, wird er gute oder schlechte Frucht bringen. Das hängt von dem ab, wie der Baum pflanzt ist, wie es ihm geht, ob er genug Wasser hat, genug Nahrung aus dem Boden kann ziehen. Also das Tat-Folgedenken ist ganz, ganz tief verankert in der jüdischen Kultur. In der Sprüche, Vers 14, in der Sprüche 14, Vers 32, nach Neues Leben Übersetzung steht, der Gottlose geht an seinen Sünden zugrunde. Nach unserem Strafdenken würde man sagen, der Gottlose sündigt und Gott richtet ihn dafür zugrunde. Oder? Der Gottlose sündigt und Gott richtet ihn zugrunde. Verbrechen, externe Leid zufügende Instanz und Strafmaßnahmen. Aber die Sprüche sagen, er geht an seinen Sünden zugrunde. Das ist in Tat-Folgedenken, hat die Folge der Tat macht die Tat komplett. Sie gehört zu der Tat dazu. Du kannst sie nicht trennen. Also die Idee von einem Verbrechenskatalog, einem Strafmaßnahmenkatalog, der nicht zusammenhängend ist, die ist völlig fremd am jüdischen Denken, am biblischen Denken. Und darum ist eine Tatfolge keine Strafe und keine Vergeltungsmaßnahme in unserem Sinn und auch kein Urteil, sondern du entscheidest durch deine Tat, was mit dir passiert. Das ist das jüdische Denken an diesem Punkt. Und das ist natürlich nicht unser Strafdenken. Jetzt habe ich in einer von diesen Diskussionen und Gesprächen, die ich über das Thema hatte, hat jemand gesagt, ja, Michi, aber nimm mal an die Geschichte von der Paradiesesgeschichte, Adam und Eva. Oder? Gott wirft sie doch als Strafe aus dem Paradies raus. Und das finde ich eine spannende Sicht, weil schauen wir mal, was passiert. Zuerst mal, Gott sagt, ihr dürft von allen Früchten essen, nur nicht von dem einen Baum. An dem Tage, da du davon isst, wirst du sterben. Gott sagt nicht, an Tage, da du davon isst, bringe ich dich um.
Es ist nicht eine Drohung, es ist eine Warnung von der Konsequenz von dieser Handlung. Er sagt den Menschen, ihr könnt davon essen, aber die Konsequenz ist, ihr werdet sterben. Nicht, ich bringe euch um. Und sie essen von der Frucht und Gott kommt in den Garten in der Kühle des Abends und sucht den Menschen. Und was machen die Menschen? Sie verstecken sich vor Gott. Ich bin überzeugt, wenn Adam und Eva auf Gott zugegangen wären und gesagt hätten, hey, wir haben einen Seich gemacht, kannst du sie in Ordnung bringen, wären wir wahrscheinlich heute noch im Paradies. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben sich von Gott entfernt. Und Gott hat nicht ein externes Urteil über sie gesprochen. Ihr habt gesündigt und das Urteil ist, ich schmeiße euch aus dem Paradies raus. Sie haben gesündigt und die Folge für sie, ohne dass Gott irgendetwas gemacht hat, war, wir verstecken uns vor Gott. Und Gott hat quasi ihre Tatfolge, ihre Entscheidung ratifiziert, oder? Die Folge macht die Tat erst komplett. Gott hat gesagt, also, ich tue instand setzen, was ihr euch gewählt habt. Und das ist, ihr entfernt euch von mir. So soll es sein. Nicht, weil Gott sie verurteilt hat, nicht, weil er böse auf sie war, sondern weil das die Folge von ihrer Tat war. Sie haben sich's gewählt. Was dem völlig widersteht, und jetzt kommen wir mal auf Gott zu reden, das wird dann im dritten Teil mein Thema sein. Wir haben manchmal so es gibt ja die Aussage, oder Strafe muss sein. Und das tun wir auch gerne mal über Gott drüber, oder Gott muss strafen. Ich habe mal einen Evangelisationskurs gemacht vor gefühlten 1000 Jahren und dort habe ich das so mitbekommen. Du kannst den Leuten das Evangelium erklären, indem du Gott sagst, weißt, Gott will nicht strafen, aber Gott muss. Aha, Gott muss. Also Gott ist schizophren. Die eine Hand will mich würgen und die andere will mich beschützen. Das geht nicht auf. Da stimmt etwas nicht. Wir stellen Gott quasi sich selber gegenüber. Seine Liebe gegenüber seinem Strafdrang. Und ich glaube, das Problem dort liegt, dass wir einen Strafbegriff haben, der in der Bibel nicht vorkommt. Gott muss gar nicht. Er muss nichts. Er muss auch nicht bestrafen. Wenn es im letzten Teil schon kam, Gott ist auch ein Individuum. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Das ist eine Kontrollaussage. Gott muss strafen. Ich komme zum Ende von dem Teil. Altes Testament, Neues Testament. Wie ist denn jetzt das Denken, das wir haben, in die Bibel hineingekommen? Warum steht denn so viel mal Strafe in der Bibel? Das ist gar nicht so schwer. Das hebräische Alte Testament ist übersetzt worden ins Griechische, um die 200 vor Christus plus minus. Warum ist ja jetzt gleich? Und das ist, glaube ich, 600 nach Christus übersetzt worden ins Latinische. Zweimal Kulturexport. Du kannst nicht einfach von der einen Sprache in eine andere übersetzen, ohne Kultur mit zu übersetzen. Und also das heißt, das hebräische Denken wird ins griechische Denken durch die Sprachstücke wieder eingebettet und das wird nachher wiederum ins latinische, ins römische Denken eingebettet. Und eben unser Strafdenken geht ein Stück weit zurück auf das römische Strafdenken. Und dort hat nachher natürlich, der Luther hat schon übersetzt aus dem Griechischen und aus dem Hebräischen. Er hat ja extra nicht das Latinische wollen. Aber das Latinische hat die Theologie, mit der auch der Luther aufgewachsen ist, und sein Denken, 1000 Jahre lang hat das prägt bis zum Luther. Und ich glaube, darum haben wir oft Mühe mit dem Strafbegriff und mit der Idee, macht uns das nervös? Und ich glaube zu Recht, wie muss ich das verstehen? Straft Gott? Ist Gott ein strafender Gott? Und wir übersetzen einfach mit Straf irgendwelche Wörter, obwohl wir eigentlich die Worte, die grundsätzlich dafür gebraucht werden, gar nicht haben. Das gibt's. Das ist eine Realität. Macht das Beispiel. In der Sprache der Inuit gibt es anscheinend über 20 Wörter für Schnee. Wir haben Eis. Und sie werden sagen, das geht ja nicht, Schnee ist so unterschiedlich. Und wir würden sagen, Schnee ist weiß und kalt. Fertig. Du hast nicht immer die richtigen Worte, um ein dahinterliegendes Konzept zu übersetzen. Aber weißt du was? Das heißt noch lange nicht, dass Gott so ist, wie wir ihn gerne hätten, wie wir ihn denken. Die Bibel beschreibt das Verhältnis von Strafe nicht als zugefügtes Leid, sondern als Tatfolgedenken. Und was das für Gott und sein Wesen kann heißen, das schauen wir im dritten Teil an.